Und wir sind wieder am Start. Live aus der Top 4 gegen die erste, gegen die Lorelei. Und sie startet stark mit dem Yugong Level 52. Und wir gehen all in. Wir gehen mit dem Gewehr, das Speckschicht erkennt. Und ich denke, wir fangen schon an, die APs von Blitzkanone aufzubrauchen. Er geht auf Angriff, wir gehen auf Angriff. Und er startet heftig mit dem Crit. Oh, und wir verschillen. Bitterer Start, ganz ein bitterer Start für uns. Er wird wieder mit Surfer kommen, gehe ich stark davon aus. Ich will das Gewehr eigentlich nicht schon runtergehen lassen, vor allem kann er sich auch heilen. Und er bringt mich völlig aus dem Konzept. Sollen wir mit Aromat gehen? Aromat, der nichts reisst, aber sehr effektiv ist. Ein Mark, der tankt. Und jetzt der Donnerblitz kann. Wir gehen auf den Mark! Wir wollen das Gewehr nicht runtergehen lassen. Blitzkanone und seine Strommoves sind zu wichtig für sie. Und der Mark tankt den Surfer locker flockig. Und da kommt er mit seinem Donnerblitz. Der zweite Surfer geht auch rein. Der Mark ist ein langsamer, wir wissen es. Aber wenn wir Glück haben, tanken wir nochmal 2 Surfer. Und wahrscheinlich er nicht 2 Donner... Oh, er auch 2 Donnerblitzes. Aber genau, er ist so programmiert, dass er früher oder später den Hagel einsetzt. Und das ist jetzt passiert. Und ich würde sagen, da haben wir ein Gewitter im Hagel. Jetzt können wir auch den Crit über. Nein, wir können den nicht über. Aber vielleicht triggern wir die erste Top-Genesung. Hagel geht rein, macht solid Schaden. Und jetzt langt natürlich 2 Surfer, bis der Mark runtergeht. Aber sie verschwenden die Top-Genesung. Und ich glaube, lieber gegen das Yugong wie gegen das Rosanna. Donnerblitz geht rein, Paralyse wäre auch super gut. Oh, aber der Crit, ja, den nehmen wir auch, Mann. Den nehmen wir auch. Ist auch nur fair, dass er mich, ich habe es mir gut überlegt, mit dem Gewehr anfangen und natürlich nicht davon ausgegangen, dass wir schillen und er crittet. Oh, jetzt kommt er mit dem Hagel boosteten Eisstrahl. Aber der Mark tankt, der Mark rasiert. Yugong wird abgehen. Hagelsturm ist jetzt auch schon bald wieder vorbei. 1:0 für uns. Besten Dank, Mark. Danke für die EP Yugong. Sie geht weiter. Sie kommt mit dem Austoss. Ein super bulky Dude, wo ich kann mich erinnern, gerne Spikes aufsetzt. Aber ich denke, mit dem müssen wir einfach leben. Kann man nichts machen. Und sie setzt auf Taucher. Natürlich gehen wir daneben. Der Hagel geht rein, aber der ist nachher nicht durch. Tanken wir das noch? Wir tanken es noch, als wäre es ein Nuzlocke. Wir lassen ihn nicht sterben und ich denke, das ist der Moment für Aromat. Taucher geht rein, vierfach nicht effektiv. Einmal ist er gut und das war gegen Wasser-Pokémon. Der Hagel ist auch weg. Und jetzt Toxin Nummer 1. Gehen wir auf unsere Strat und vielleicht bringen wir sogar noch 1, 2 oder 3 Wachstümer rein. Weil nur so ist der Aromat halbwegs stark, wenn er viel gewachsen ist. Und wir wissen, die Pilze wachsen extrem schnell. Vor allem wenn es feucht ist und Hagel ist ja irgendwo durch Wasser. Auch wenn wir jetzt natürlich den Chip Damage nehmen. Aber er auch, natürlich. Und er wird immer mehr Chip Damage nehmen. Jetzt kommt er mit dem Stachler. Wir haben es predicted, dass er das kann. Stachler, Taucher, Schutzschild kann er. Und wahrscheinlich Eisstrahl. Wir probieren es, wir ziehen durch, wir gehen auf den Growth, wir gehen auf die Wachsung und der Gift spielt uns natürlich hart in die Karte. Da kommt er mit Schutzschild. Wir müssen schauen, dass wir unsere AP da nicht hart wasted. Jetzt könnten wir angreifen, aber er könnte auch runtergehen und er ist natürlich schneller und wir heilen uns wieder. Entsprechend bringen wir nochmal ein Wachstum rein, einfach, dass wir noch stärker sind. Oh, gut predicted. Und nachher greifen wir an, weil nachher wird Schutzschild sicher nicht mehr funktionieren. Ich glaube, jetzt 3 Wachstum rein. Solide Spezialangriff. Jetzt schafft es vielleicht sogar Aromat etwas Two-Shotten. Weil Schaufler wäre zwar stark gegen Eis, bringt es aber nicht, weil er so viel Verteidigung hat. Oh, und jetzt hat er uns gegeben. Jetzt hätten wir gleich einen Schaufler machen sollen. Aber es ist okay, jetzt wissen wir, oh, der Hagel ist auch wieder fertig, fantastisch.
Wieso laden wir uns wieder kein Leben auf? Er kommt rauf, wir gehen runter und er stirbt. Wir pulken uns weiter. In der Hoffnung, dass wir einen Hit tanken gegen irgendjemanden nachher oder dass sie Hagelsturm aufsetzt. Sonst war Aromat einfach nur da zum Stallen. Weil das Gift macht ihn jetzt fertig. Das wäre es vom Austausch. Besten Dank, Aromat. Du bist riesig mittlerweile. Und sie kommt mit dem Lamus. Lamus Level 52 ist auch langsam. Könnte sogar langsamer sein. Er ist langsamer und ich denke, mit dem vielen Wachstum Gigasauger sollte es lange, um das Lamus runterzubringen. Aromat, du bist ein Krieger! Du hast jetzt schon mehr Kills geholt, wie ich von dir erwarten kann. Fantastisch! Die AP-EP hast du verdient. Jetzt kommt sie mit dem Rosanna. Wir haben volle Leben. Sie auch. Sie ist sicher schneller. Aber wir sind richtig schön boostet. Todeskuss. Ah, bitter, wir schlafen. Wir schlafen. Und jetzt ist natürlich ein leichtes für sie, uns mit einem Ease-Move probieren zu bekämpfen. Da kommt sie mit Eishieb. Aber ich denke, komm, einen kannst du schon tanken, Kollege. Einen tankt er tatsächlich. Weil er ist ein bisschen bulky. Aber das wäre es gewesen. Wir lassen ihn runtergehen, weil ganz ehrlich, stärker wird er nicht mehr. Und viel mehr reissen kann er auch nicht. Das wäre es von Aromat. Allerbesten Dank. Du hast immerhin ein Austausch. Jo, Sporen wird. Ja, beste. Gibst ihm noch einen mit. Geiler Sieg. Gewehr brauchen wir nicht. Schnager ist Psycho-Eis, glaube ich. Wäre das etwas für den Gysi mit Steinhagel? Ich denke, es wäre eins für den Gysi. Oh, Stachler, logisch. Haben wir wieder vergessen. Es sind sicher schneller. Steinhagel geht rein. Wird sehr effektiv sein. Und es gibt einen One-Shot. Gysi, Krieger, Mann, ich hätte es nicht gedacht. Und jetzt ist es mir gegen ein Lapras. Aber Lapras ist natürlich stark. Sehr stark. Es ist bulky und mit Wasser hat er uns am Sack. Aber wir haben einen sehr effektiven Durchbruch, wo fast die Hälfte macht. Er hat noch ein Berry. Und ich denke, das wäre es vom Gysi. Das war es vom Gysi. Aber es ist kein Problem. Es ist kein Problem, weil wenn der Durchbruch vom Gysi schon so viel macht, wird der Durchbruch von meinem Starter, von meinem Besten, vom Machonai, vermutlich lange zum ihm geben. Durchbruch geht rein. Natürlich sind wir schneller. Nimmt er ihn auseinander? Er nimmt ihn auseinander. Die Lorelei ist besiegt. Wir marschieren eins weiter zum Bruno, der erbärmlichste von der Top 4. Und da habe ich keine Bedenken. Vielleicht kommt sogar der Aromat nochmal ein bisschen Time to Shine über.